Ja, merci, Herr Präsident. Schwätzen da noch etwas, was nicht mal proklamieren, sondern programmieren zu dienen wird. Die Damen und Herren, liebe Kollegen, wenn eine Bürgerin oder Bürger sich über das aus einer Gemeinde informieren will, dann benutzt den dafür in der Regel den Rider. Der Rider ist nicht, wie ihr Menge kennt, ein Mann oder eine Frau bei einem Pferd, den durch als Ortschaft reitet, für die Leute über das Geschehen an ihrer Gemeinde zu informieren. Nicht wird Rider, da man da so sich de Griech für enger Tafel gemengt, die früher verhindert wird, dass Leute Blätter, die am Rider hungern, bekrozelt oder zerrappt tun. Haut se den an sich, ich gehen andere Rider gucken, das heißt, ich gucken durch die Griech ob mein Paperassen. Was dann da publiziert sind, das kennen wir heute alles, das sind Mariage, Konvokationen für den Gemengerat oder Gemengesyndikat an einer Detailer, die für die Bürger oder die Bürgerin interessant könnte sein. Lo kennt ihr so, und damit wäre es gedauert. Gemeng hat für Transparenz gesucht, und als eine Aufgabe, Bürgerinnen und Bürger adäquat zu informieren, gerecht gehen. Aber ich meine, wir sind die Bürgerinnen und Bürger halt ein bisschen mehr schuldig. Gemengegesetz aus dem Jahr 1988, und hinter dem hat sich an der Welt von der Digitalisierung doch ein bisschen etwas gemacht. Bürgerinnen und Bürger schaffen heute an der Moyenne hier 40 Stunden die Woche, verbringen ein paar Stunden pro Tag am Auto oder am Bus am Stau oder mit anderen Transportmöglichkeiten für hin und her zu fahren. Dafür ist der Rider oft Seelen konsultiert. Dafür will ich Madame Minister fragen, ob am neuen Gemengegesetz eine Obligation für die Gemenge vorgesehen ist, für den Contenu vom Rider auch müssen und nicht nur sollen auf dem Internetseite von der jeweiligen Gemeinde zu veröffentlichen. So, der Zeit von Griechen, Reitern und Pferd definitiv rüber sind. So, merci. Ich begrüße, dass den Deputierten Klömer ein Gemengegesetz zitiert und darüber hinweist, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben die Reform vom Gemengegesetz machen. Du hast doch schon von den Zielen genannt, eben Modernisieren und auch Digitalisierung. Die Diskussionen, die feiern wir, der hat richtig darauf hingewiesen, dass es verschiedene Modelle gibt, die publiziert werden. Also schon mal 3 Mechanismen. Das eine ist eben die traditionell, wie der so man rausprinten, abhängen. Das zweite ist die elektronische Version. Und da gibt natürlich auch noch ein richtig Gemengen, die online über die Internetseiten publizieren. Am Ende ist es so, dass man sich keine einheitliche Regelung haben, was die Publikationen betrifft. Am Gemengegesetz steht bei verschiedenen Prozeduren auch ganz klar, also geht nach 3 auf 4, dass sie affichiert sind. Andere können, wie zum Beispiel den Depot vom PAG, der kann sowohl online wie eben noch am Rider ausgehangen gehen. Und ich meine, wichtig ist, wenn wir eben die Reform vom Gemengegesetz machen, dass wir den Punkt als ganz genau angucken und eben für die Gemengen. Und ich meine, das ist ja eine richtige Bürgermeisterin Halbannen, die dazwischen schwer freien, wenn wir probieren, eine einheitliche Regelung zu kriegen und mir einfach zu machen, weil, und das haben wir auch gemerkt, eben bei den Ateliers, die wir hatten, für das Gemengegesetz, dass wir doch vom Gemengepersonal und von den Gemengenautoritäten immer froh gestaltet tun, für was eben nach die Prozeduren so am Gesetz vorgesehen sind, und dass es ihnen auch an dem sind da erschwert, und dass wir sollen doch probieren, eben eine Modernisierung mehr einen einfachen Prozess ranzukriegen.